Am Anfang war der Hunger. Und so schuf der hungrige Mensch den Ort und das Prinzip Küche. Kochen, um sich und andere satt zu machen und zu feiern, den Fisch zu filetieren und Beziehungen. Ein Ort voller Gefühle, Geruch, Gespräche. In welcher Küche möchten Sie am liebsten kochen? Hier oder hier? Ist diese Küche richtig oder diese? Oder diese? Die Frankfurter Küche, die erste Einbauküche. 6,5 Quadratmeter, super funktional, eingebaut in Zehntausende Wohnungen in Frankfurt 1926. Daher der Name. Ein Beispiel wäre die Leuchte hier. Das heißt, sie wird verschoben, je nachdem, wo man sie benötigt. Also man kann sie wirklich sozusagen jetzt nach vorne schieben, wenn man hier arbeitet, oder wenn man jetzt beim Kochen am Herd steht, könnte man sie einfach hier so nach hinten schieben. Ja. Hier wird gearbeitet und der Abfall kommt direkt hier in so eine Schublade. Variiert ist, die man rausschieben kann, rausziehen kann. Anderes Beispiel wäre noch das Bügelbrett, ja, das hier in der Wand ist, fest montiert, lässt sich einfach hier rüberklappen und dann kann da problemlos gebügelt werden und danach wird es quasi mit einem Griff oder 2 Griffen wieder verstaut. Die Küche als rationeller Arbeitsplatz. Abgeschaut hatte man sich das bei Luxusdampferküchen. Griffe und Schritte wurden berechnet und mit der Stoppuhr optimiert. Die Frau erledigt Arbeit in der Küche. Sie lebt dort nicht, als Heimchen am Herd. Die Erfinderin, eine Frau, Margarete Schütte-Lihotzky. Ich habe nachgewiesen durch Berechnungen, ich bin eine alte Systematikerin, dass wir, wenn wir die Möbel fest einbauen an die Wand und bis oben, dass wir bis zu 30% Wohnfläche sparen können, beziehungsweise den Menschen in den kleinen Wohnungen mehr Raum bieten können. Die winzige Küche hatte nur einen Nachteil. Man sah die arbeitende Frau darin nicht, vom Wohnzimmer aus. Denn in der Küche stand ja sie, die bis 1977 eine Erlaubnis des Mannes brauchte, um anderswo zu arbeiten. Man kann es wohl so sagen. In der Küche bereitete sich die Frau auf ihre Emanzipation aus der Küche vor. Man kann bestimmt glänzend in so einer Küche arbeiten. Aber in einer Traumküche möchte man ja auch gern arbeiten können. Und dafür, meine ich, fehlt ihr etwas. Wärme und Fröhlichkeit. Etwas Farbe in der Küche, das hatte schon Le Corbusier vorgeschlagen, 1947. Also wir haben hier sozusagen eine Öffnung und einen Schrank. Und in diesen Dingen können Töpfe fixiert werden, sozusagen, dass man die einfach hier aufbewahrt. Die meisten Ideen hier von einer Frau, Corbusiers Assistentin Charlotte Perriand. Etwa die Idee mit einer Durchreiche. Da war einfach die Idee, dass man jetzt sozusagen die Verbindung, den Kontakt zum Wohnraum oder zu den Leuten im Wohnzimmer mit aufnehmen kann. Le Corbusier, er dachte groß. Nicht nur die Küche. Alles wurde in seiner Wohnmaschine der Unité d'Habitation in Marseille neu durchdesignt. Leben und Küche, vom Reißbrett. In Grundriss und Ausstattung unserer Küchen zeigt sich, Küche ist als ein zutiefst politischer Raum zu begreifen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass revolutionäre Ideen an einem Küchentisch ihren Anfang nehmen. Wie hoch schätzt man Genuss, Überfluss, Luxus? Wer kann sich das alles leisten? Eine Küche in jeder Wohnung? Das hielt zum Beispiel Wladimir Lenin für überbewertet. Er dachte über kollektive Mahlzeiten in Kantinen nach. Und Chruschtschow lästerte, als er auf einer Ausstellung eine Luxusküche sah, ob es auch eine Maschine gäbe, die für die Amerikaner wähle. Es wurde grundsätzlich bei der Kitchen Debate 1959. Ach ja, eine Küche kann natürlich Statussymbol sein, aber Magie steckt auch in der kleinsten Kochstelle. Beim Kochen und beim Zaubern geht es ja um Verwandlung. Und der Herd, Ort und Ursache dieser magischen Metamorphosen, ist, by the way, bayerische Geschichte. Denn
Denn der erste geschlossene Herd wurde für die Amalienburg in München entwickelt. 1735 von Rokokomeister de Quevilliers. Bis heute redet Bayern in Sachen Küchen mit. Global. Denn 1949 begann Martin Bulthaup in Bodenkirchen Küchenbuffets zu bauen. Mit handgenähten Vorhängen. Das Buffet wuchs heran und wurde schließlich zur Luxuseinbauküche, die heute weltweit Absatz findet. (1980) begann die Zusammenarbeit mit dem legendären Designer Ottel Eicher. Der reiste zunächst durch professionelle Großküchen, schrieb dann ein Buch über die Küche und erfand schließlich die offene Küchenwerkbank mit dem Wunsch, Küche und Wohnen wieder komplett zu verbinden. Die Kücheninsel hat ja vor allen Dingen auch die Bedeutung und den Auftrag, dass das Kochen als kommunikativer Akt begriffen wird. Hannah Arendt sagt es so: Wer kocht, schafft Welt. Und da sind wir also und freuen uns aufs Essen, aufs Hier und Jetzt, die Pause, das Ritual, den süßen Trost, diese existenzielle Zufriedenheit, wenn jemand nur für dich gekocht hat. Das gute Gespräch, das einen vollen Magen braucht. Einbauschrank, Küchenblock. Am Ende geht's darum: endlich bei sich.